Hallo Reisefreunde zu einem weiteren so Zwischendurch-Video. Heute geht es um die Dieselpumpe, heute geht es ums ZDF und heute geht es auch um eine richtig coole Verlosung. Genau, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Aber erst einmal, ich bin Louis. Steffi? Ja, Karl. Und das ist Karl, weil einige von euch haben uns vielleicht noch nie gesehen oder sehen uns jetzt zum ersten Mal, weil viele Leute sind die letzten Tage dazugekommen, denn wir sind im Fernsehen gekommen, im richtigen Fernsehen. Nicht nur hier, auf YouTube-Fernsehen. Das ZDF hat eine große Reportage gemacht übers Campen und da waren wir zwei Teil davon. Gefilmt wurde das Ganze bereits am Gates of Summer in Lofer, ist also schon eine Ecke her. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Sache. War Link richtig cool. Findet ihr unten. Das Ganze kann man natürlich noch in der Mediathek nachschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und die anderen lassen mal einen Daumen nach oben da, wer es schon gesehen hat. Ja, oder schreibt in die Kommentare, wer hat die Sendung gesehen. Es war ja so ein bisschen eine kritische Sendung. Es war ein bisschen Camping, ein bisschen Wohnwagen, aber es war cool gemacht. Und ja, bei uns wurde gut 2 Stunden gefilmt, daraus wurden dann 3 Minuten, aber es wurde wirklich gut zusammengeschnitten und das Ganze hat natürlich mega was ausgelöst. Mega. Auf YouTube sind wir fast 2000 Follower gewachsen in dieser kurzen Zeit. Auf YouTube sind wir gewachsen, auf Facebook hat riesig was ausgelöst, was mega cool ist und wie Steffi gesagt hat. Und in der Infobox findet ihr die ganze Sendung, da könnt ihr das Ganze nachschauen. Aber sag mal, warum bist du eigentlich nicht so braun? Ich finde, ich bin ein bisschen braun. Ich war ja jetzt in Mittelamerika. Ich bin ja bereits zurück. Die Videos, die folgen in Kürze. Da gibt es ja mal ein bisschen neues Format. Gibt ein bisschen zack, zack, schnelleres, aktiveres Kurzvideo-Format. Ja, wir haben es ja schon angetönt. Es gibt so eine Miniserie durch den Sommer. Wobei so lange. Ja, aber wir führen ja was ein, oder? Wir führen was ein. Was führen wir ein? Hast du gesagt? Ja, den Fernwehmontag. Ach so, ja, den Fernweh, den Montagsträumer habe ich den genannt. Genau. Deshalb kommt ab diesem Montag dann jeden Montag ein ganz kurzer 2 bis 4 Minuten Minifilm über jeweils eins der 4 Länder, das ich in Mittelamerika besucht habe. Das war ja eine Kooperation. Ich war auf Einladung von Visicentro America da. Ich durfte mal wieder ein bisschen Spanisch sprechen, hat mir Spaß gemacht und natürlich auch ja, und ich bin natürlich mega gespannt, was Steffi da gefilmt hat. Ich habe ja nichts gesehen, normalerweise filme ich ja alles. Da bin ich super gespannt, aber es gibt natürlich nicht nur Mittelamerika-Content, es gibt auch weiterhin Camping-Content, weil wir haben immer noch Videos von unserer Reise durch Deutschland. Das letzte Video, das ihr ja aber gesehen habt, da drehte sich alles um die Dieselpumpe, um die Probleme mit Karl und da gehen wir jetzt erstmal ein bisschen genauer darauf ein. Ja, der liebe Karl, er macht ja immer wieder ein paar Probleme. Seit neuestem ist es die Dieselpumpe, die leckt. Im letzten Video haben wir euch das erklärt. Wir haben euch ja auch gezeigt, wie das Ganze sich verhaltet, wie viel Diesel das da ausläuft und so weiter. Und wir haben euch ja auch gesagt, dass wir eine Garage aufsuchen in der Nähe von Nürnberg. Das Ganze haben wir auch gemacht und der liebe Fritz oder Franz hat dann alles angeschaut und hat uns gesagt, ach Leute, kein Problem, das bisschen Diesel, ihr könnt weiterfahren. Spielt eigentlich keine Rolle. Nur wir sind natürlich lieber auf der sicheren Seite, würden das Ganze lieber reparieren und darum haben wir mit euch auch darüber gesprochen und da sind so viele coole Tipps von euch gekommen. Unglaublich. An dieser Stelle vielen lieben Dank. Wir werden sicher den ein oder anderen Tipp verfolgen, weil das Ganze ist noch nicht gelöst. Also wir haben das Ganze noch nicht repariert, wir haben das Ganze auch noch nicht revidiert, obwohl das der Fritz oder Franz gerne gemacht hätte. Wir hätten da gut 1000 Euro bezahlt, was natürlich einiges weniger ist als die 6000 Euro, die wir euch gesagt haben. Das mit den 6000 Euro, einige von euch haben ja gedacht, wir hätten euch verarscht. Das ist nicht so, das sind Schweizer Preise, das kostet wirklich so viel. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, das Ganze reparieren zu lassen, aber es ist so ein bisschen eine Krux, weil unsere Dieselpumpe, es gibt Tage, da leckt sie und es gibt Tage, oder besser gesagt Wochen, da leckt sie einfach wirklich überhaupt nicht. Und da ist man natürlich versucht, das Ganze nicht reparieren zu lassen, aber besser ist es natürlich, um auf der sicheren Seite zu sein. Wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps von euch. War unglaublich, was da zusammengekommen ist in den Tagen von Werkstätten über Angebote, also wirklich mega cool. Ja, momentan läuft wieder kein Diesel aus und momentan bin ich auch nicht wirklich versucht, das Ganze zu reparieren. Wie gesagt, wir sind aber nach diesem Tag oder nach Fritz und Franz weitergefahren und haben unsere Reise fortgesetzt. Darum gibt es dann auch Videos von der Fortsetzung vom Chiemsee, die warten auf euch. Das war mir einfach wichtig zu sagen und danke zu sagen, diese Geschichte mit der Dieselpumpe weiterzuführen, dass ihr wisst, um was es geht. Es ist die Einspritzpumpe, also einige von euch wussten da auch nicht genau Bescheid, es ist die Einspritzpumpe.
Dieselpumpe, die den Diesel einspritzt. Was wir sicher auch machen werden, was wir erfahren haben, wir werden einen Wasserabscheider einbauen lassen, weil es immer wieder vorkommt in Ländern, dass da Wasser dem Diesel beigemischt wird und das zerstört dann den Tank oder die Einspritzpumpe. Das ist der Grund, warum wir noch einen Wasserabscheider anbauen lassen tun. Genau, und das ist der Grund mit der Dieselpumpe. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Das ist der aktuelle Stand. Wir werden es in Kürze reparieren. Ihr werdet auf dem Laufenden bleiben. Falls sich jetzt jemand die Frage stellt, was zur Hölle ist ein Wasserabscheider? Das ist ein Filter quasi, den man einbaut, da wo man den Diesel eintankt. Dann gibt es da ein Zwischenstück rein, das ist dann dieser Wasserabscheider und der trennt dann quasi sauber Wasser und Diesel, weil es gibt nun mal Länder, da wird der Diesel gerne mal mit Wasser gestreckt und das kann dann natürlich, das schmiert dann nicht, das Wasser, und dann passiert eben genau das, was uns passiert ist. Die Dichtungen werden zu heiß, die werden poröse, die werden spröd und dann kann danach der Diesel raustropfen. Das ist ein Wasserabscheider. Aber ganz ehrlich, ihr habt das alle gewusst, oder? Ich weiß nicht, warum Steffi das Ganze jetzt erklärt hat. Aber ja, das ist der aktuelle Stand zur Dieselpumpe und was wir da so machen und tun werden in Zukunft. Jetzt haben wir euch also schon erzählt, dass wir im Fernsehen waren. Wir haben euch über die Problematik mit der Dieselpumpe informiert. Da bleibt eigentlich nur noch ein Punkt übrig auf der Pendenzenliste. Das Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt's sowas. Und was das ist, das erkläre ich jetzt erstmal. Wir haben nämlich gute Freunde hier aus der Schweiz. Wewa, das ist der Sven und die Fabienne. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Findet ihr jetzt hier oben, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt und ein bisschen Schweizerdeutsch hören. Die zwei von Svewa, die hatten eine Idee, weil früher gab es auch in der Schule diese Freundebücher. Heute nennt man das Facebook und ist alles wunderbar digital. Aber sowas könnte man doch rein theoretisch auch für Vanlife-Freunde wieder in Papierformat machen. Deshalb haben sie 3 verschiedene Bücher kreiert. Einmal hier das Vanlife-Buch, dann gibt es auch noch das Wohnmobil-Freunde-Buch und ich glaube das Backpacker-Rucksack-Freunde, so heißt das. Wir haben das schon mal mitgenommen, wir waren ja jetzt an verschiedenen Treffen und entsprechend sieht unser Vanlife-Buch auch schon ganz schön bunt aus. Hier hat es also schon verschiedene Zeichnungen und Einträge inklusive wunderschönen Aquarellen drin. Und es geht halt so ein bisschen drum, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du, mit wem fährst du, wo isst du, wo hat es dir besonders gut gefallen. Solche Sachen kann man dann hier in diesen leeren Seiten eintragen und dann gibt es ein dickes Freundebuch daraus. Und ja, ist bei uns sehr gut angekommen und möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. 2 Stück kann man davon gewinnen und wer nicht auf sein Glück hoffen will oder wer nicht das Vanlife-Buch, sondern da gerne eine andere Ausführung hätte, der findet die Bücher auch auf Amazon zu kaufen. Den Link können wir oben verlinken? Nein, können wir nicht. Findet ihr unten in der Infobox. Also geht da mal gucken. Wie gesagt, der Versand erfolgt über Amazon, kann man also wunderbar bei einer anderen Bestellung, die man sowieso macht, dazulegen. Ja, das wär's von Svewa. Und die 2, die gewinnen, die dürfen uns übrigens auch dann gleich mitteilen, ob sie den ersten Eintrag gerne von uns beiden hätten. Aber jetzt müsst ihr mir erstmal noch sagen, warum, dass ihr denn überhaupt so ein Vanlife-Buch braucht oder wollt. Hattet ihr das schon in der Kindheit oder habt ihr vielleicht schon Begegnungen gehabt unterwegs, um dann irgendwie diese Zettelwirtschaft am Kühlschrank oder was auch immer? Schreibt einen möglichst bunten und fröhlichen Kommentar mit Freundebuch als Hashtag unten in die Kommentare und dann werden wir, sagen wir in einer Woche, der Herr nickt hinter der Kamera, in einer Woche ist Teilnahme Schluss, bis dann sollte euer Kommentar unten in den Kommentaren sein und dann verlosen wir also 2 Vanlife-Freunde-Bücher. Cool, oder? Schreibt auch gerne mal, wie ihr das findet, die Idee. Ich finde die Idee ja mega cool. Nummer 3 ist abgehakt, alle Pendenzen erledigt, wobei Pendenzen ist ja so ein Wort, das mögt ihr nicht. Eben nicht Pendenzen, das ist ja wie Trottoir oder To-Do-Liste. Ja, alle offenen Punkte abgehakt. Pendenzen so cool. Pendenzen müsst ihr lernen. He? Pendenzen ist was man erledigen muss. Das ist eine Pendenz. Müsst ihr lernen, das ist cool. Also ab dem Montag gibt es Steffis Traummontag, oder was hast du gesagt? Träum dich weg. Montagsträumer. Montagsträumer, also 4-mal
oder 5-mal Videos aus Zentralamerika, aber nicht vergessen, es gibt auch immer Vanlife-Content und jetzt seid ihr an der Reihe. Es gibt noch 2 Chiemsee-Videos oder 3 Chiemsee-Videos und danach, ja, sind wir immer mal wieder ein bisschen in der Schweiz unterwegs, aber ihr könnt natürlich auch den Content mitbestimmen. Also wenn ihr Ideen habt für Spezialvideos, dann packt ihr auch unten in die Kommentare. Wir haben nun schon ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja bestimmt auch eine Frage, kommen wir das tun noch? Also wenn ihr Fragen habt, packt die auch mit Hashtag #FragComWeThasTo unten in die Kommentare. Mein Gott, die jetzt müssen aber ganz viele Kommentare schreiben. Wisst ihr noch, was ihr alles schreiben müsst? Also ja, ich habe selber alles vergessen. Aber ihr findet, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Ich freue mich schon, heute Abend das Video noch zu schneiden. Das gibt viel Arbeit. Aber wie gesagt, es bleibt uns auch jetzt noch nur Danke zu sagen an alle, die dazugekommen sind, auch an alle, die schon lange mit dabei sind. Wie gesagt, YouTube wird nie sterben. Wir werden auch jetzt über den Sommer viele Videos drehen, wenn wir unterwegs sind. Und was ich eigentlich sagen wollte, Videowünsche unten hin. Wir werden einige Spezialvideos drehen, wie im Winter vor 2 Jahren zum Beispiel, unsere liebsten Stellplätze. Genau, so ein bisschen Update-Videos und ein Update habe ich auch für euch noch, weil steht mal wieder ein Festival an, auch wenn es noch nicht gleich morgen vor der Türe steht, wobei vielleicht übermorgen. Ja, wir sind ja Abenteuer Allrad immer noch so ein bisschen unschlüssig. Könnte sein, dass der dicke Blaue da hinten auch auf einmal auf den Platz fährt. Aber wo wir ganz sicher sein werden, ist in Luxemburg bei den Pataschas am Freiheitsmobile-Treffen. Das findet Ende Juli statt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es noch ein paar Tickets zu kaufen. Wer also uns mal live sehen will, ein cooles Festival miterleben möchte. Ja, nach Luxemburg fahren, oder? Und genau, Luxemburg kennenlernen will, der ist da am Freiheitsmobile-Treffen auf jeden Fall richtig. Und ihr hört das schon dem Namen an. Alle sind willkommen. Ja, also für uns bleibt nur noch, Europa ist geil zu sagen, vergesst das nie, auch wenn Steffi jetzt weg war, Europa ist immer noch der coolste Kontinent und er macht am meisten Spaß. Und ja, wir verziehen uns jetzt langsam nach Hause, das war jetzt ein Video ad hoc sozusagen, ohne große Planung, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt irgendeinen Kommentar zu den Fragen, wo wir gesagt haben. Glaube ich, für jeden ein Thema. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.